Neuer Monat, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Wasserelement. Ich bin Madame Mystik und empfehle dich heute in ein Monatsreading für dich für den Mai 2026. Auch heute wieder, wie immer, mit dem Mystik-Orakel und wir schauen, auf welchen 4 Energien sich der Monat bei dir stützt und was im Zentrum alles so los ist. Zu dem Video gibt es dann zusätzlich noch ein Extended. Das heißt, falls du mit mir noch das Ganze vertiefen und einen Deep Dive machen willst, dann findest du den Link zu der Extended-Version unten in der Infobox. Klick drauf, du wirst weitergeleitet. Ja, bevor wir aber anfangen, ich würde mich mega freuen über einen Kommentar, über ein Like, über ein Abo. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Er ist kostenlos und hilft mir ganz fest weiter. So, und ich würde sagen, wir starten gerade und labern hier gar nicht lang um. Und zwar, was wir als erstes schauen, ist, wir haben ich habe 36 Karten vor mir. Und ich schaue als erstes, auf welchen 4 Eckpfeiler oder 4 Energien stützt sich der ganze Monat. Auf was wird es aufgebaut? Und wenn wir hier in die erste Themenkarte hineinschauen, sieht man, dass du im Mai ganz fest mit der Energie in den Gedanken vom Loslassen konfrontiert wirst. Nur keine Panik, das bedeutet nichts Schlimmes. Ich weiss, man hat manchmal das Gefühl, oh Gott, jetzt schon wieder loslassen, wieder ein Prozess. Ja, der ist da auf jeden Fall, aber ein ganz wichtiger, springender Punkt ist, du darfst es einfach beobachten. Ja, du darfst es beobachten. Klingt mega komisch, aber ich erkläre es dir. Du hast ganz, ganz viel transformiert, du bist dran geblieben und hast gewisse Samen gesetzt. Und jetzt darfst du beobachten im Mai, wie sich alles ablöst, was nicht mehr dienlich ist. Ganz wichtig, das ist natürlich für die Wasserzeichen, wo auch wacker etwas geleistet haben. Im Grunde genommen, wenn du viel geleistet hast, viel geschiftet hast und in Aktion gekommen bist, dann darfst du im Mai beobachten, was einfach so ab dir abfällt, was sowieso nicht mehr dienlich ist. Für die nicht so, ich sage jetzt, aktiv gewesen sind oder eher im Verdrängungsmodus, das ist ja nicht so schlimm. Es gibt so Phasen im Leben und das gibt es halt mal. Da kann es sein, dass man es genau einmal unter die Lupe nehmen und in Aktion treten darf. Genau. Aber es ist sicher etwas, das einem auch beschäftigt. Liebes Wasserzeichen. Also, wenn der Moment kommt, wo man loslassen darf, A, heb nicht fest. B, wenn es eine Aktion braucht, komm in die Aktion. Und ganz wichtig, zerdenk es nicht. Falls etwas einfach will gehen, ich mache ein Beispiel. Plötzlich sagt jemand, du, das passt mir im Fall nicht und tschüss, ciao, Tschüssikowski oder was auch immer. Dann hänge doch nicht fest und denke jetzt, Mann, wieso will jetzt die Person nichts mehr mit mir zu tun haben, sondern sag doch einfach, danke vielmals. Ich kann einfach zuschauen, wie das von mir geht. Also nicht zerdenken, sondern einfach ahnen, wenn etwas geht. So. Für die einen vielleicht noch ganz wichtig, sehr kryptisch, aber könnte ein schwarzes Tier, und es ist nicht klein, könnte noch relevant werden. Und das ist nicht, zum dich bestrafen oder zum dich ärgern, sondern es ist ein großes schwarzes Tier und das begleitet dich und das hilft dir. Und ja, wenn du mal einen grossen schwarzen Schatten, vor allem links von dir siehst, dann nicht fürchten, sondern vielleicht einmal direkt eine Frage stellen, was willst du mir gerade mitteilen? Es ist ein helfendes Tier. So, gut. Dann kommen wir natürlich zum zweiten Thema, Eckpfeiler, wo sich den ganzen Monat darauf stützt. Und zwar
haben wir im Stillstand und in der Krankheit die Weisheit. Ja. Also, falls du im Mai das Gefühl hast, ich komme nicht voran und ich fühle mich so kränklich und so schwach und nicht gut und ich weiß eigentlich gar nicht so, meine Batterien sind leer, dann ist absolut das, was dich in Stabilität bringt, deine Weisheit. Was bedeutet das? Deine Urkraft, deine Intuition. Also lass deine Fühler offen, open mind. Vielleicht genau das dir auf der linken Seite, wo dir dort zum Beispiel helfen kann. Das können wir nur wahrnehmen, wenn wir weg von Gedanken und Rationalität sind und vom Physischen, sondern wenn wir tief in unsere Weisheit eintauchen, dann wirst du dort geführt. Also es schöpft dich förmlich daran her, wie du aus stagnierenden Situationen rauskommst und unter anderem halt eben auch, was dir gut tut. Das sind wertvolle Impulse. Ich schaue noch mit was das korrespondiert mit der Anima. Und zwar die Anima ist das Empfangen. So. Also es ist nicht nur die Weisheit, deine Fühler, deine sensitive Kraft gefordert, sondern halt eben auch das anzunehmen. Anzunehmen. Bist es du dir der Wert anzunehmen? Ja, ich weiß schon. Ja, sicher. Ja. Aber wirklich? Wenn es denn vor der Nase steht, so das gewisse Etwas, wo du lang drauf geschafft hast, bist du denn auch bereit ums Annehmen? Ich kann nur so viel sagen. Es liegt nämlich drin und das schauen wir dann in der Extended an. Bist du bereit, es anzunehmen? Oder findet man dann, oh, jetzt ist es da, jetzt weiss ich ja gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Oder, oh. Also, auch annehmen. Und ganz wichtig, deine innere Königin. Nimm Kontakt auf mit deiner inneren Königin. Unbedingt. Es ist jetzt egal, ob du Männlein, Weiblein, was auch immer bist. Es geht da wirklich darum, dass man Regentin oder Regent von seinem Leben wird. Und das königlich. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun. Falls du jetzt gerade denkst, oh nein, wenn ich dann nach Krone trage und stolz durchs Leben durchgehe und erfüllt bin ich arrogant. Nein. Das hast du dir selber erschaffen. Und wenn genau das vor der Tür steht, ja, dann bitte nimm es an. Und nicht denken, oh nein, jetzt weiss ich im Fall nicht. Oh Gott. Genau. Dann, was haben wir im dritten Eckpfeiler, im dritten Thema haben wir in den Beziehungen und in den Verträgen die Anima selbst. Das heisst, schau ganz gut, wie du mit deiner sensitiven Kraft, mit deinem Empfangen, mit deiner Empathie und mit deinen Emotionen umgehst. Du das gut überprüfen. Wo steckst du wirklich wie viel Energie drin? Für die einen ganz relevant, werden sicher nicht alle Wasserzeichen angesprochen sein. Es ist im Fall, und du wirst wissen, wenn du angesprochen wirst oder dich angesprochen fühlen darfst, es ist im Fall okay, nicht für jeden und für jede alles zu machen und zu tun. Es ist wichtig, dass dort ein Ausgleich herrscht. Auch das ist königlich. Wie viel gibst du und wie viel Empathie setzt du immer wieder für andere ein, ohne dass etwas zurückkommt? Das hat auch mit dem Selbstwert zu tun. Gerade wenn du in einer beratenden Tätigkeit bist, dass du nicht immer privat eine schnelle Beratung machst und immer leer ausgehst. Als Beispiel, sag, mach einen Termin. Oder ja,
wir machen das, ich mache das gern für dich, aber es darf ein Ausgleich stattfinden. Nicht immer alles gratis und franco. Ganz wichtig. Auch dort den Raum königlich zu heben und schauen, wie man eben genau mit dem Mitfühlenden, mit den Emotionen und mit dem Empfangen umgeht. Ist man einfach nur emotional, aber empfangen tut man nicht. Schau das genau an. Weil das bestimmt auch deinen Selbstwert. Du bist nicht da, um immer gratis und franco für alle irgendetwas zu tun. Und sonst muss ein Ausgleich stattfinden. Im Privatleben zum Beispiel auch. Du musst nicht für alle springen. Spring, ich sage immer, spring für die, wo ein Ausgleich stattfindet. Und sei ehrlich mit dir. Ist wirklich ein Ausgleich um oder nicht? Und wenn nicht, dann züchte eine Grenze und heb deinen Raum. So, dann will ich jetzt aber gleich noch schauen, und bei der Anima immer zusätzlich noch etwas bekommen, weil etwas ist ganz, ganz spannend. Und zwar die Eckpfeiler, die 4, die wir jetzt hier anschauen, jetzt haben wir schon mal 3, die ergeben ein Kreuz, weil die korrespondieren miteinander. Also, das Kreuz könnte für die einen auch wichtig sein. Das kann sein, das keltische Kreuz, das kann sein, das Kreuz, das auch immer für Karma steht, Ursache, Wirkung. Aber es kann auch der Kompass bedeuten. Du wirst es wissen, was es auf sich hat. Eine Symbolik mit Kreuz. Auch das Schicksal. Sehr spannend. Und es will keine Karte kommen. Willst du es nicht wissen wegen der Anima? Jetzt kommt sie. So. Und zwar bei dem empathischen, empfangenden und so weiter und so fort. Ganz wichtig, um was es dort geht. Bei den meisten Wasserzeichen geht es wirklich darum, um dort wirklich die Beziehungen und die Verbindungen mit Menschen, mit Jobs, mit was auch immer, mit dir selber unter die Lupe zu nehmen. Wie viel investierst du wo? Also wo ist das im Balance? Das aktive, rationale Geben, der Animus, der Mann, der königliche Mann in sich. Und wo ist die Anima, wo man immer mehr mitfühlend ist und darum findet, ja, das macht er jetzt noch schnell und ja, das mache ich, aber du kommst immer zu kurz. Nimm das genau unter die Lupe. Für die selbstständig sind, ganz wichtig, schau deine Arbeit ganz gut an, wie du das haushaltest. Für die einen ganz wichtig, nicht nur in der Anima zu sein und immer im stillen Kämmerchen passiv etwas zu machen, sondern auch dort den Haushalt anzuschauen, das, was du machst. Teilst du das auch mit jemandem, mit deinen Kunden, mit der Welt? Nimm das gut unter die Lupe. Es ist wirklich dort drinnen am Prozess. Es ist wirklich am Prozess drinnen. Nimm dir der Monat die Zeit, um das genau unter die Lupe zu nehmen. Das ist etwas, das schon länger schlafend läuft. Es ist dir mehr als nur bewusst. Und es ist auch etwas, wo man immer wieder einmal an sich selber aneckt und findet, Mann, irgendwie die Balance stimmt halt hinten und vorne nicht. Vor allem die in der Selbstständigkeit sind. Irgendwie geht die Balance nicht auf, ich gebe viel. Aber irgendwie zurückkommen kommt nicht gleich viel. Ja, kannst du genau annehmen. Weil es ist ja nur ein Spiegel deiner selbst. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, für die immer nur in der Anima sind, immer nur im Passiven, wenn bist du bereit, das auch mal nach außen zu tragen.
Oh, für die einen wichtig, liebes Wasserzeichen, spür rein. Das, was du im stillen Kämmerli fabrizierst, vielleicht für dein Business oder was es auch immer ist, das ist königlich. Und das darfst du im Fall mit der Welt teilen, nach außen tragen. Hör auf mit dem inneren Kritiker. Es ist königlich. Es ist eine Arbeit mit Krone und Sternli drauf. So, dann schauen wir den letzten Eckpfeiler an. Und zwar, lustigerweise korrespondiert das. Wir haben ja vor der Abschied am einen Eckpfeiler. Und der korrespondiert mit dem letzten Eckpfeiler. Und das ist die Beobachtung. Und zwar, die Beobachtung, die liegt im Erfolg und in den Gefühlen. Es geht auch ganz fest um Anziehungskraft, um Resonanzfeld. Wie gesagt, hast du viel Arbeit geleistet? Kannst du jetzt einfach zuschauen, was einfach so davon geht, was dir nicht mehr dienlich ist? Wenn du so eher, ich sage jetzt symbolisch, ein Couch-Potato bist und gefunden hast, heute nicht, ich schaue es dann an. Ja, ich weiss es schon, das Wissen langt. Nein, das Wissen langt nicht. Du darfst dein Wissen auch umsetzen. Dann heisst das nämlich unter die Lupe nehmen und aktiv loszulassen. Und für all die anderen, die viel Arbeit geleistet haben, herzlichen Glückwunsch. Du kannst dich jetzt im Grunde genommen zurücklehnen und einfach mal zuschauen, wie einiges von dir abfällt. Wie einiges von dir abfällt. Und ganz wichtig für die ganz fest mit inneren Prozessen arbeiten, viel shiften oder zum Beispiel auch medial arbeiten, mit Energien. Ja, du wirst auch dürfen beobachten und entdecken. Durch das, dass Sachen abfallen, die nicht dienlich sind, das macht dich ja frei. Das heisst, es bringt dich in eine höhere Frequenz. Das heisst, du darfst auch beobachten, wie vielleicht neue Werkzeuge kommen. Und ich meine jetzt im feinstofflichen Bereich. Neue Werkzeuge, neue Fähigkeiten. Die Wahrnehmung ist anders. Die Träume können intensiver werden. Wunderbar. Wunderbar. Für all die eher jetzt in dem Modus sind, dass sie sagen, na Scheiße, ein bisschen viel verdrängt, ein bisschen viel ins Unterbewusstsein. Ja, abgeschoben, als nicht anschauen und so. Da ganz gut schauen, dass im Mai, wenn du es beobachtest, nicht selbstkritisch wirst. Vor allem, wenn noch Aufgaben anstehen. Sei nicht selbstkritisch. Fang dich an, nicht für das zu verurteilen, sondern schau es als Chance an, weil sonst kann das schnell in sehr destruktive Kräfte hineingehen. Sprich, schon fast so ein bisschen depressive Verstimmungen, wo man merkt, so Psyche, die so drückend ist, dunkel und trüb. Sieh es als Chance. Sieh es als Chance und nicht verurteilen dafür. Weil du hast super gute Energie zur Verfügung in diesem Monat. Weil wir haben im Zentrum die Ernte, im Neuanfang das Loslassen, in der Öffentlichkeit der Animus und in der Blockade endlich die Ankunft. Und falls du mit mir willst, genau das Zentrum vertiefen und einen weiteren Impuls bekommen,
dann machen wir jetzt weiter bei der Extended-Version. Klick unten auf den Link, du wirst direkt weitergeführt und bis nachher.